Hoi, schön bist du auch dieses Mal wieder dabei zum zweiten Teil vom Webinar Die Rakete Start auf Schweizerdeutsch. Der zweite Teil heißt Strategien beim Schweizerdeutsch lernen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Naira. Ich habe Schweizerdeutsch mit Naira gegründet, um dir zu helfen, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen. Ich habe einen Online-Kurs erstellt, ein Buch geschrieben und einen Instagram-Account, auf dem ich dir viele wichtige Wörter und Redemittel auf Schweizerdeutsch beibringe. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Heute wollen wir zuerst über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch sprechen. Ich bemerke nämlich immer wieder, dass viele Leute denken oder von irgendwo gehört haben, dass Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ja komplett verschiedene Sprachen sind. Wenn du das auch denkst, dann konzentrierst du dich auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten dieser beiden Sprachen. Lass mich dir das ein bisschen besser veranschaulichen. Wenn du dich auf die Unterschiede konzentrierst, dann merkst du dir vielleicht besondere Wörter wie: das ist der Marienkäfer. Ich habe gehört, auf Schweizerdeutsch sagt man dazu „Z'Hemogüegeli“ oder auf Hochdeutsch sagst du: „Ich rufe dich an“, und jetzt hörst du in der Schweiz: „I lüte dir a“. Oh, da wurde ja sogar eine ganz andere Grammatik verwendet. Das Wort anrufen, anlüte, ist anders und dann wird noch anstelle des Akkusativs der Dativ verwendet. Puh, so viele Unterschiede. Wenn du so denkst, beziehungsweise wenn du dich so sehr auf die Unterschiede konzentrierst, dann passieren 2 Dinge. Erstens, du bekommst früher oder später das Gefühl, dass Schweizerdeutsch schlicht und einfach unlernbar sei. Und zwar, weil du die Aufmerksamkeit nur auf die Unterschiede zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch legst. Du denkst, Schweizerdeutsch ist ja eine komplett neue Sprache, da muss ich noch mal bei Null anfangen mit Lernen. Und die natürliche Folge davon ist, du verlierst die Motivation und gibst auf. Und zweitens, was auch sehr häufig passiert, ist, am Ende sprichst du Hochdeutsch gemischt mit ein paar schweizerdeutschen Wörtern, die du dir irgendwie gemerkt hast, weil sie besonders speziell sind. Dann sagst du zum Beispiel: „Ich gehe einen Film lugen“, weil du dir gemerkt hast, auf Schweizerdeutsch sagt man nicht schauen, sondern schauen. Das klingt dann nicht wirklich gut. Das ist weder Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch. Was ich dir ans Herz legen möchte, eine Strategie, die sehr, sehr gut funktioniert, ist das genaue Gegenteil davon. Konzentration auf Gemeinsamkeiten. Du hörst „Ich gehe ins Kino“ und du denkst dir: „Ich? Das ist wie ich. I heißt wahrscheinlich in, z ist das. Da fehlt nur ein Buchstabe. Das Schweizerdeutsche hat ein Buchstabe weggelassen. Kino ist Kino. Ah, das K wird ein bisschen anders ausgesprochen. Insgesamt sind sich die Worte aber doch sehr, sehr ähnlich. Und was dann so passiert, ist, du denkst dir: Schweizerdeutsch ist doch gar nicht so schwierig und ich werde immer besser, je mehr ich merke, wie Schweizerdeutsch zu Hochdeutsch wird und umgekehrt.
Das ist auch genau das Ziel von diesem Webinar, von diesen 7 kurzen Videos, die dir den Start ins Schweizerdeutsche erleichtern sollen. Du sollst den Mittelbereich finden zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und so die Gemeinsamkeiten finden und die Mundart, ja, zu mögen beginnen. Die zweite Strategie, die ich mit dir besprechen möchte, ist das implizite Lernen. Implizites Lernen bedeutet, du hörst im Alltag immer wieder Schweizerdeutsch und lernst es so besser kennen. Die Alltagssprache zu hören und auditiv wahrzunehmen, ist eine der wichtigsten Komponenten, um einen Dialekt zu lernen. Deswegen lege ich dir ganz fest ans Herzen, Hörspiele zu hören, Unterhaltungen zu belauschen, natürlich nur, wenn du das darfst, auf Feste zu gehen, dich in Unterhaltungen mit Leuten zu stürzen, einfach damit du, wann immer möglich, die Sprache aufschnappen kannst. Implizites Lernen ist aber nicht gleich ungesteuertes Lernen für mich. Ich erkläre dir wieso. Wenn du nur so Schweizerdeutsch bzw. einen Dialekt lernst, also nur durch das Aufschnappen von Gehörtem, dann kann wieder das Gleiche passieren, wie ich dir schon vorhin erklärt habe. Du schnappst besondere Wörter auf, lernst aber nie, was sind denn strukturell die Unterschiede von der einen und der anderen Sprache, und am Schluss sprichst du vielleicht wieder so ein Gemisch zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Das wollen wir nicht. Also geht es auch hier darum, eine gute Balance zwischen diesen 2 Dingen zu finden. Also, du musst viel hören, viel Input haben, aber dich nicht nur darauf verlassen. Es ist auch sehr wichtig, ein paar Strukturen zu lernen, Grundlagen der Sprache, damit du das, was du implizit lernst, auch richtig einordnen kannst. Also, meine Strategie, die ich dir empfehle: Hol dir ein Lehrmittel, zum Beispiel mein Himogögeli-Lehrbuch, ein Kurs an einer Sprachschule, ein Online-Kurs bei mir, was auch immer. Irgendetwas, das dir die Struktur des Lernens des Schweizerdeutschen näher bringt. Und dann lerne viel Schweizerdeutsch durchs Hören. Sprich mit anderen, schnapp neue Wörter auf, schau dir YouTube-Videos an, in denen Schweizerdeutsch gesprochen wird, was auch immer. Wichtig ist, dass du beide Komponenten in dein Lernen integrierst. Struktur, damit du die Sprachen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gut voneinander abgrenzen kannst, und dann viel auditiver Input. All diese Strategien habe ich vereinbart in meinem Online-Kurs Himogögeli Schweizerdeutsch für die Alltag. Hier lernst du alles, was du brauchst, um in dein Abenteuer Deutsch-Schweiz zu starten. Ich danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme hier an diesem 2. Teil der Webinarreihe. Ich freue mich, wenn du auch bei den nächsten Teilen dabei bist und mit mir gemeinsam ins Abenteuer Schweizerdeutsch lernen startest. Bis dann!